Timmy Boy sind wir auf alle Fälle mal synchron. Das ist schon mal zumindest kein so ein schlechter Start. Wie wir mir da heute deren als war nichts, das weiß ich nicht, aber das werden wir schon irgendwie durchprügeln. Ein Cooldown geht noch. Kennt ihr einen Cooldown geht noch? Ich sag mir selber, Timmy Boy, kriegst du dir daheim, das brauche ich nicht noch mehr lesen, was das selber ist. An den ganzen restlichen Sauhaufen. Tommy! Was ist? An den ganzen Wieso her mich selber? Tommy! Schnauze, Fettsack, grüezi fix nochmal. So, bevor wir da überhaupt mit irgendwas anfangen. Heute. Wie fangen wir da an? Heute sind erneut Dinge passiert, die das Fassel jetzt eigentlich zum Überlauf verbracht haben. Okay? Einen Cooldown habe ich noch. Den zünd ich jetzt, da drücke ich jetzt dann drauf. Da drücke ich hin und dann prügelt man mir in dem Spiel, was er immer daherkommt, zu Scheiße. Dem schirmen wir unser Fist so hart ins Arschloch, wie noch nie jemand irgendein Fist in ein Arschloch geschoben hat. Um genau zu sein, okay? Wir denken mal eine Stunde lang nicht darüber nach, was jetzt überhaupt ist und war und leckt mich am Arsch. Eine Stunde lang denken wir nicht drüber nach. Wenn wir fertig sind, stehen wir auf, applaudieren wir dem grandiosen Spiel und dann werde ich Ihnen erzählen, was die letzten eigentlich 1,5 Jahre los war, aber ganz speziell in den letzten 4, 8 Wochen. Okay? Und mehr mag ich jetzt da schon gar nicht sagen. Mit dem jetzt so, als war einfach nichts. Wer das wissen will, der bleibt bis zum Schluss da. Wer sich das nicht hören will, der geht halt dann einfach. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Eines verschissene Viech, ich bin dermaßen pisst. Ich bin so pisst. Wie dermaßen pisst. Dass ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal war. Ich weiß es nicht. So, zu wem muss ich Danke sagen? Ruhe jetzt. So, Carsten, hier, Cooldown ist gedrückt. Ich sehe gleich schon. Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Schluss damit. Schluss. Schluss. Aus. Weil es mich daran erinnert. Schluss. Aus. Hätte ich 2 Cooldowns, da ich sagen, ja. Ansonsten Schluss. Aus. Kruzifix Gurkel. Wie weit muss ich denn da schon wieder aufscrollen, dass ich überhaupt... Kruzifixlein, Phase 1. In die ersten 2 Minuten bringt YouTube keine Alerts. Wieso sind die Alert-Sounds aus? Weiß ich nicht, habe ich nicht Drohling-Zeit. Ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Herr Pampal, der Chef bin wieder zurück aus Madeira. Schöne Grüße aus Österreich. Woher auch sonst? Kuss auf die Nuss. Mir ist wieder den 10. Ich hoffe, da drüber ist keiner mehr, den ich übersehen habe. Doch, der Dumm, Dildan, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Mir ist wieder Mitgliedschaft. Da habe ich die Ehre. Wort Privatröte. So, muss klar. Gut, geil, das ist sauber zu fake. Krumme Nacht. Ich habe Nachtschicht gelesen, deswegen habe ich aus Krumme Nacht gemacht. Das ist auch gut, Grüß dich, heute bin ich nur kurz da, weil ich dann macht der 50er natürlich absolut Sinn. Gut, geil. Ich nicht Nachtschicht muss, aber die Zeit nehme ich mir. Du hast uns schon so oft durch schwarze Zeiten geholfen. Ruhe jetzt! Von dem her habe ich vollstes Verständnis und möchte nur sagen, heute einen steif, fühl dich gedrückt. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Aber wie jeder wieder schluckt mir, dann hau ich zurück. Und aktuell ist echt, da ich mich in Ruhe lassen. So, wie es ist. Der Bobandral. Kann ich nicht lesen, aber tritt zurück. Merci für den Zwickel. So, habe ich irgendjemand übersehen. Na, da ist er. Der Janik! Merci für 78 Monate. Bin immer wieder live dabei. Muss ja riesig komplett nachholen. Ja, grüezi fix. Kannst du jetzt den Schluss so schauen von einem 9-teiligen Stream? So besuffen. So, aber Leid, was muss ich... Wann soll ich denn das lesen? In guten Laune. Nach langer Forschung ist mir das Unglaubliche gelungen. Ich weiß, was Elpis nun bedeutet. Punkt, das ist Spanisch für Urin. XD. Ja, du weißt es, aber es ist, ne? Mr. Fister Rotes Herz. Ja, warte, merci. Wulfrick. Ich wisse aber auch nicht, was für ein Witz das Teil ausziehen muss, dass ich wirklich lachen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sitze da, ich bin stinksauer, ich bin pissed as fuck. Und überhaupt sowieso. Merci für deinen Fünfer. Kein Buffet Sepp, merci für den Euro 33. Habe die Birks da, hat sicher schon angeschmerzt letztes Mal, aber ich sag's nochmal.
Rest in Peace, ja, der Chuck Norris interessiert mich wirklich gerade ein Scheißdreck, aber ja, du kannst es auch nicht wissen. Herr Lünz, Sepp, habe ich die Birger, einfach schön ins Risi-Final, das möchte ich aber auch hoffen, dass wir wenigstens mal eine Stunde nochmal schnell das Hirn ausschalten können. Und Annex. Ich hoffe, die Trenzerei in Annex hat sich ein bisschen gewandelt von die Kleinen zu die Größeren. Ich hoffe, der Mini-Patch gestern, der hat das kurz geregelt. So, Janik, merci für 78 Monate. Franz, merci für den 5er, fühlen Sie sich gedrückt, mache ich. Timmy Boy, kriegst du dir daheim. So, haben wir alle, ich weiß es nicht. Servus Meister, ein ins Viech, da sind die 3 Jahre auch voll. 36 Monate, ich kann nicht mehr rechnen heute. Ich sag's, ich kann nicht mehr rechnen heute. So, 36 Monate, 3 Jahre. Ja, stimmt. Tatsache. Ja, bald schon mal merci. Du bist da schon sehr viel länger dabei wie 3 Jahre, das weiß ich. Herr Camouflage Sepp, heute schon Finale C-Fix, schaut aber geil aus, das ist absolut richtig. Ja, aber ein Schluss ist ziemlich wichtig. Sprengi, Sie haben einen Witz bestellt. Oh, jetzt pass auf. Politisch korrekte Modezeitschrift, Wo Fragezeichen. gehen Bananen am liebsten in Urlaub? An die Coca-Banana. XD. Ja, kurz dauert, Sprengmeister, der hat kurz dauert. Herr Thallen! War nie schwerer, diese Tröte zu tröten. Herr Thalin, welcome to the squad. Merci für deine Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Der Wulfric, schon wieder. Wo gehen Bananen am liebsten in Urlaub? An die Kuppe Bananen. Okay, jetzt wird es so geistig behindert, dass ich da sogar lachen kann. Herr Wulfric, ist ja gut, jetzt Schluss jetzt. Pui, aus! So, Herr Thalin, fühlen Sie sich gegrüßt. Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat. Der Herr Thalin, wenn ihr mitmacht, fickt euch. Heute einfach ein gnadenloses Fickt euch doch dann. So, Herr General Demon, mir ist für 80 Monate. Der Meister auf einen guten Stream, das hoffe ich doch. Recht lang wäre er nicht, das ist das Einzige, was ich euch versprechen kann, aber wir werden sehen. Spacecraft Beta fetzt schon gut bis jetzt. Wie Beta? Die Demo oder Beta? Was ist denn jetzt wieder? Kruzifix! Herr Bernesch, ebenfalls merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Kuss auf die Nuss. Ab in den Chat, habe ich die Ehre, Herr Sauerwert. Kruzifix. Mülli, heute ist Zerpümmelung Level 9000. Der Italien übrigens. Habt ihr euch abgesprochen, ihr Sound. Kruzifix. Hier, T-Onkel, der geht ein bisschen anders, oder ich kenne ihn zumindest ein bisschen anders. Er ist nicht schlecht, aber ich kann ihn nicht laut vorlesen, was es ist. Da kommt der YouTube-Mann mit seinem Holzstecker und haut mir so lange böse auf den Kopf, dass du sagst, wobei es mir heute auch wurscht war. Stau die Mess für den Zwiegel, wer braucht Rakete, wenn es Kolonie schicken kannst? Kommt vielleicht auch irgendwann. Es steht tatsächlich in meiner To-Do-Listen drin, dass man Kolonien versetzen kann. Dass die von A nach B fliegen können und so ein Scheiß. Ob das Sinn macht, weiß ich noch nicht. Da hat der Gegenwartsbürger gerade keinen Kopf dafür. Gehen wir lieber wieder zum Griechen. Onkel Frankel, Dankeschön, auf einen schönen Stream. Das ist ein Onkel Frankel. Tante Anni schreit am Onkel Frankel, Dankeschön. Ich weiß nicht für was. Ich hoffe, es ist kein... Nein, sag's nicht. Sag's einfach nicht! So, kein Problem, aber wie geht er sonst? Ich kenne ihn nur so. Ja, es ist... Der eine fängt nicht das Singen an, wenn man am Ketten anlegt. Ja, Der Kinder wegen Drucken, weißt du schon, das unterstreicht nochmal den. Was erhoffst du denn vom Ende, Birgbert? Saubere Ballerei, Alter. Möchte ich irgendein scheiß Riesenviech zu Klumpballern? Das erhoffe ich mir. Fertig. Herr Niedermeyer! Der Birg wird gut, okay, ich nehme alles zurück, wenn du der Niedermeyer Flo bist. Den ich auch auf Facebook weiß, mit dir lege ich mich nicht an. Das ist alles, was ich weiß. Ich glaube, du bist da, wie ich am Montag schon beschrieben habe. Nochmal, was langsam? Wie ich am Montag von dem Ork geredet habe, der so breit ist, dass wenn er sich hinlegt, so groß ist wie ich, wenn ich stehe. Wenn du der bist, mit dir lege ich mich nicht an. Nimm alles zurück, was ich vorher gesagt habe. Friedrich, nochmal. Grüß dich, du Zigeuner. Ich wünsche dir ein schönes Finale, dass ich auch mal einen Flachwitz rausbringe. Chuck Norris hat sich als Kind am Pfarrer vergrüßt. Da habe ich gestern ein lustiges Meme gesehen. Hat ja jeder Konstantin da herin gesehen. Da kommt doch irgendwann dann der Teufel und zieht ihm so mit und freut sich so, dass ein Konstantin halt endlich in die Hölle, dass er halt endlich stirbt und so weiter. Und irgendwann bleibt er dann halt im Boden drin hängen, weil er so schwer ist, weil er sich ja geopfert hat und so ein Scheiß.
Und da hat jemand dann Chuck Norris sein Gesicht auf, da so, das, wenn der Tod kommt und dann Chuck Norris holt. Und ich habe irgendwas gelesen, am Tag nach dem Chuck Norris seinem Tod ist, ich kann es nicht ganz rekonstruieren, da ist ein Baby auf die Welt gekommen und das hat irgendwie, keine Ahnung, drei Doktoren oder so verletzt. Hab ich gedacht, hat aber nicht lang gewartet, bis er, ja, weißt du selbst. So, meine Damen und Herren, das ist 10 nach, wir pimmeln hier nicht lang rum. Rein in das Mistviech und dann wird... Herr Hock, jetzt sind 21 Monate nicht oft da, aber ich presse mir für den Bürger und Chat. Seid super, LG aus der Steiermark. Das habe ich gewusst, dass es so Österreich kommt. Ja, habe ich gewusst. So, warum geht jetzt Resident Evil schon wieder im Fenstermodus auf? Meine Güte, kann nicht einfach mal irgendwas einfach von allein funktionieren? Leute, Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Seriously. Habe ich irgendeinen Stilo übersehen? Ich flack gerade mit Herzmuskelentzündung, soll es wahrscheinlich heißen. Und kann die Unterhaltung gut gebrauchen. LG aus Fischbachau. Dann da ich dir raten, dass du nach dem Spiel ausschaltest. Sag ich dir, wie es ist. Was soll das denn? Herr Wenesch, schmierst du dir ein ins Viech! So, Leute, Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Machen wir die Alert-Sounds jetzt aus! Jetzt ist Schluss! Mit fucking lustig! Ist sowieso generell Schluss mit lustig irgendwie, aber ja, schauen wir mal. So. Brother, what's that? Herz allerliebster Gaming. What's that, brother? What? Labert her schon wieder vom... Ist mir wurscht, Alter. Hauptstory fortsetzen! Der mal gar nicht lang, Anträge. Lust mir aber jetzt da. Der Birgbert, ich brauch den ISO-Pist als Short. Hä? Hab ich gesagt ISO-Pist? Das heißt, ich hab ja so ein isotonisches Getränk, das zum Laufen trinkst. Herr Weine, schmeißen für deine 4,20 €. Du kommst auf 4,20 €. Hast du gedacht, ja, wird spaßen. So, wo sind wir? Wo sind wir stehen bleiben? Hier. Konzentrier dich, du fetter Vollidiot. Wo haben wir stehen bleiben? Wir haben hier Schrotflinte durchgeladen. Wir haben hier das Gewehr. Da haben wir ein bisschen umeinander. Hier, ja, wir haben schon zusammengekriegt dann. Und die fette Puffen, die haben wir da. Ja, wird spaßen. Das mal bis da hinaus. So, das letzte Mal haben wir mit ihr da die Backerschaufel auf Zeiten da. Jetzt können wir mit ihm da aufsteigen. So, was nehmen wir jetzt da? Geht die Tür auf mich zusammen. Tatsächlich geht die auf, ja, so. Ich habe auch irgendwie... Sehr gut. Ja, Überwachung kannst du in deinen Arscheinschirm. Schick her, was ist denn das? Ist das... Oh, das ist... Requiem Moon. Oh, die Musik wird auch schon intens. So, muss ich jetzt da durch das Labor durch, was wir mit der Grace alles übrig gelassen haben, müssen wir jetzt da zur... Okay. Was machen wir da? Dahin, wenn es weiter nichts ist. Wie dahin? Bin dann wenn dann da rauf. Tu mit dieses Ding hier. Für euch Spacken habe ich halt überhaupt keinen Nerv nicht! Oh. Oh! Hey Späh, übrigens, ich warne dich. Ich schwör's dir bei Gott. Wenn heute einer meiner Lieblingscharaktere nach 30 Jahren Anno stirbt, ich schwöre dir bei Gott, dann ist Polen offen. Dann ist Polen einfach offen. Wobei nichts mehr zu ist als Polen aktuell. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Leon ist am Ende seiner Kräfte. Plötzliche Hustenanfälle und verschwommene Sicht lassen ihn wanken. Es gibt keine Heilung. Alles, was hilft, ist warten, bis der Zustand abebbt. Wow, toll! Wunderschön! Da, hier! Schellschüsse da, aber du Hurenmaul! Das darf mich interessieren, ob es mir irgendwie schlecht geht. Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Da, hier, Handgranate. Deine Mama ist eine Handgranate. Wo haben wir ihn überhaupt? Geht's da überhaupt um mich? Da jemand drin? Wenn da irgendjemand drin ist, schieße ich mit Fresse. Das ist alles, was ich weiß. Ist da was drin? Gehen wir nehmen. Wie viel haben wir von den Dingen eigentlich? Wir könnten wir nicht.
Wir haben auch noch dieses Ding, da kann man uns noch was kaufen. Ich glaube, dass wir Waffen nicht mehr recht viel ausbauen müssen, sondern Munition. Das darf ja der Kartenstiegel sein. Obere Ebene, zentrale Raffinerie, Pandora, mittlere Ebene, Biowaffenlager 11. Ansicht wechseln. Was? Was für Ansicht? Dein Mom ist eine Ansicht. Dein Mom ist der Ansicht, dass du ins Bett gehst jetzt! Ja, ich hab doch da so. Achso, ja gut, passt. Schutzwestenreparatur, ganz wichtig, habe ich das Gefühl. Flinte und Munition, ja, da können wir uns eigentlich komplette Munition kaufen. Her mit dem Scheiß, mit dem Scheiß, her mit dem Scheiß, mehr brauchen wir nicht. So, kann man da nochmal schnell geschwind speichern. Lass mich mal schnell geschwind speichern. Wir haben ja wirklich verdammt nah an der 69, meine Damen und Herren. Ich weiß allerdings auch nicht, wie dermaßen kurz wir mir vor Schluss sind. Wir werden sehen. Wer ihr verwandelt euch, du und ich. Bälle am Kopf sowieso nicht. Handgranate. Alter, wer ist denn da jetzt drauf gekommen? Gleich wie viel ist Handgranaten von dir? Du gottloser Spacken, Alter. Meine Damen und Herren, Hashtag Handgranate. Ab in den Chat bitte. Ich bitte darum. Handgranate hat Grace im Inventar, noch ist nur leicht warm, Alter. Ach, halt doch dein Maul. Es kann wirklich. Oh Gott. Nein, drück jetzt nicht den roten Knopf, weil ich ganz genau weiß, was passiert. Ich glaube, zuerst glaube ich die Kisten zusammen. Oh ja, da haben wir was zum Schmeißen, das ist auch schon mal Epsi. Nehmen wir mal das, was haben wir denn da? Flintenmunition. Ich habe auch das Gefühl, dass wir die Flinte benutzen werden. Haben wir da im Kistal drin? Ist da was drin? Legend! Ja, wenn man nochmal schnell Zucker ausgeht, doch nochmal schnell einkaufen, oder was? Aber eskaliert's schon wieder, wenn ich da hinterher gehe? Eskaliert's da schon? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Was haben wir da? Vollautomatik-Moon, nehmen wir auch mit. So. Handgranate, Alter. Halt doch nicht aufs Maul, Trottel. Da waren noch gelbe Kisten. Gut, dass wir noch mal gekommen sind. So, was ist da drin? Pistolenmunition, 3 Schuss. Ja, Dankeschön, jetzt der Schinken auch kennen, du Trottel. Du Troll! So, was kann man da noch basteln? Was kann man da noch schnell basteln? Können wir die noch irgendwie ausbauen? Nicht. Größeres Magazin kostet 5. Egal, größeres Magazin kostet 6. Können wir da haben wir noch was. Da geht's nachladen ein wenig schneller. Und was haben wir da? Stabilität. 4 und 5. Ja, bauen wir die Schrotflinten aus. Schrotflinte ist stark. Schrotflinte ist strong! Und ansonsten, meine ich, können wir es uns in Tor schmieren. Feuerrad, vielleicht hätten wir das bauen sollen. Ach, Birger, du Trottel. Egal. Braucht man nicht beim Programmer. So, Problem. Achtung. Oh, wie oft ist jetzt, haben wir schon da? Ja. Nice. So. Ich bitte um ein Nice. Ab in den Chat. So, wie der wir jetzt da? Ich nehme an, dass da aus jedem kleinen Kammerl ein Zombie-Sepp aussteppt. Vorher gehen wir aber da rein. Und die Zombie-Seppen sind mit Sicherheit auch ultra grantig. Was ist jetzt? Oh. Verstehe. Ich muss da rein. Wie? Oh no, unten rundum, hä? Ja, ein paar gezielte Headshots werden schon regeln. Wir werden der Schnellste sein, du, hä, mein Freund. Hab grad Zeit für einen behinderten Scheiß und eine Spätzen sind übrigens offensichtlich Dora, merkst du das? Dass du daher kommst, weil Lodi 15 mal nach. Wo bist denn? Ach du Scheiße! Und dass du ein wenig ein Vögelchen hast, hä, mein Freund?
scheiß Glander da! Klappspaten, du Futzengrube. Silencer! So, noch ein paar. Ja, nein. Weiß nicht. Oh, Gewehrmunition. Den nehmen wir doch mit. Stimmt, das Gewehr hat einen Silencer. Ist jetzt zwar nicht so als jetzt einen, aber es hat einen. So, jetzt haben wir doch gleich. Oh, ganz schlecht. Das sitzt mir aus. Das sitzt mir aus, hat's geheißen. Das ist mir nachladen, jetzt schießen wir da mit den Kessel ein, ob da die ganzen Spacken rausgehen, weil der Zombie wieder den ist nicht durch. Hehehe, was soll ich denn? Wieso kann ich den roten zusammenschießen, aber den weißen nicht? Vollidiot. Oh. Okay. Okay! Der Aim ist halt nicht so da, aber dafür haben wir Munition, das passt schon. So, haben wir da sonst noch irgendwelche Obernudeln? Das ist der einzige Weg, wie ich da runterkomme. Ich hab das Gefühl, dass das da aus dem Ruder laufen wird. So, bin da. Ich bin da. Wer ist noch da? Was haben wir da? Vollautomatik-Mond, sehr schön. Nehmen wir doch das. Irgendwas grunzt. Ah ja. Habt euch nicht viel verändert. Tja. Hättest du mir schnell erzählt, du Mistviech. Hätte mir der Chat einmal nicht verraten, dass man blocken kann. Wer braucht blocken, Alter? So, was haben wir da drin? Gewehrmunition, wunderschön. Sonst nirgendwo irgendwas drin? Hallo? Ah ja. So, mein Freund, du kannst gerne rausgehen. Nein! Ja, bleib links, sehr schön. Ja, ist recht. Ja, ist recht. Ich weiß, wenn du einfach gleich liegen bleibst. Sehr schön. Gewehrmunition. Steckt sich da wieder einer im Eck hinten irgendwo? Ja, nein. Dann haben wir Sicherheitsflinten noch mehr aus, damit nichts passiert. Was haben wir da? Gewehrmunition. Wunderschön. So, Stiegel für Stiegel. Stiegel für Stiegel werden wir uns da durcharbeiten. Haben wir irgendwas übersehen? Ist mir wurscht. Sag's aber, es ist mir wurscht. Vollautomatik Moon. So, aber die Frage ist. Ah ja. Hier. Okay. Mit vielem gerechnet, damit nicht. Noch zwei drin. Ja, sind's. Was haben wir da denn? Ja, aber nur fast. Aber nur fast, du asoziales Hurenviech! Was hat man sonst damit? So, lass mich raten, es eskaliert jetzt da draußen. Doch nicht, warum nicht? Mal die puffen wir raus. So was zum Looten? Ich sehe hier keinen Loot. So, wo ist jetzt das Ding runtergegangen? Keine Ahnung. Hab nicht aufpasst. Mein minder bemitteltes Idiotenhirn hat's instant einfach wieder vergessen. Ah. Nö. Oh. Nein. Der kann auch noch schießen, wenn er Flashbacks hat. Das passt schon. So. Grüßkraut! Wir haben eigentlich beieinander. Oh, ich hab einen Schaden gekriegt. Oh mei!
So, ist aber nicht der Weg, wo ich hin muss, oder? Oder ist das der Weg, der aufgegangen ist? Ich glaube schon. Ja, das wird schon passen. Wird schon passen! Im Zweifelsfall, junger Leon Tuck. Oh, Biowaffenlagerschlüssel, den haben wir braucht man nicht. Was haben wir da? Eine Handgranate. Gott, das kann ich nie wieder! Ich kann nie wieder das Ding normal nehmen! Geil, wie viel Sieb. Was ist das? Oh! Die nehmen wir natürlich schon mit, du. Ist die voll? Ja, die ist voll. Sehr schön. Noch auf den Bums. Seit wann kann der Leon mit dem... Verstehe ich nicht. Na gut. Dann tun wir lieber die Sicherheitsflinten aus, nicht, dass da wieder irgendein Geschwerl rausschwappt. Ah, haben wir schon unterwegs. Ein ins Mistviech! Wo sind wir? Ja. Oh. 1, 2, 3. Wie der wir jetzt da? Link! Komm, bleib links! Nein! How about fuck you? Haben wir's? Haben wir fertig? Ja! Schön! Nominal droschen, damit nichts feit. Easy going. Was soll ich mit dem ganzen Schießpulver, wenn ich keine Metallteile nicht finde, kann ich nichts bauen. Ich gebe da immer nur Brief und Siegel, dass die Zombies da alle rauskommen. Das ist der Grund übrigens. Oh. Wie viel waren denn da jetzt da drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonst geht's eigentlich schon noch gut. Haben wir da? Eisenstange zum Werfen. Nicht wetten, dass die da alle rauskommen, wenn jetzt das ist übrigens der Grund, falls wieder irgendjemand im Chat einmal angeschaut hat, schuldet auf die Fassel. Test! Ich hab nämlich das Gefühl, wenn ich da jetzt drauf drücke. Sicherheitsrisiko festgestellt. Aufzug außer Betrieb. Schlüssel zur Reaktivierung erforderlich. Den hätte. Morne. Na? Warnung. Bereich kompromittiert. Kapselsperre nicht verfügbar. Speicher beschädigt. Selbstreparaturfunktion offline. Hä? Aerosolwerte kritisch. Oh. Oh no. Oh, komm, lauf! Nicht jetzt! Ja. Bringen wir es hinter uns. Ja, wieso wirft man die da um mich? Du Trottel! Aufzug kommt. Bitte warten. Da Mann, ich hätt's mir schon 5-mal mehr schicken müssen, Freunde der Sonne. Ich weiß jetzt auch nicht. Die können da gar nicht da.
Der ist nur noch... Der hat nicht sagen, so ein bisschen etwas neben sich. So, haben wir irgendwo... Also, geh! Genug Zeit verschwendet. Genug Zeit verschwendet, das darf ich aber auch sagen. Ich muss weiter. Nee, müssen wir weiter. Jetzt sehen wir es mit Nachladen. Leon mit dem erst einmal. Nachladen. Ihr auch nachladen. So. Press F vor Aufzug. Schaut gar nicht gesund aus. Ich warn die Spui. Ich weiß gar nicht, nein, ja, die nehmen wir. Nehmen wir die? Ja, die ist voll. Hab ich nachgeladen, selber. Bin fast da, Sherry. Da haben wir schon gescheit im Arsch. Kruzifix. Das ist sicherheitshalber. Aui. Also so im Arsch brauchen wir ihn nur kaum spielen mit ihm, glaube ich. Komm, gib ihm. Muss ich mich jetzt da... Kann ich noch schießen? Ich kann nichts mehr tun. Ich kann bloß noch gehen. Kann nicht mehr gehen. Wenn der Zombie Linksträger ist. Noch stehe ich. Ich warn die Spiel. Ich warn die einfach. Ich weiß nicht, du kriegst sofort eine 3 von 10, wenn passiert, was ich nicht hoffe, dass passiert. Deswegen habe ich LPs. Wo das Volk so gelb ist. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir mich nicht... Ich hab keine Ahnung, gehen wir mal da hin. Oh, scheint richtig gewesen zu sein. Na, geh nicht ins Licht. Macht das Licht aus. Grace Ashcroft zur selben Zeit. Stimmt, wir haben da ja diese Dateien da gefunden. I'm a simple Grace, I see a button I press. Welches Vermächtnis möchten Sie hinterlassen? Meine Forschung hat die Büchse der Pandora geöffnet. Chaos über die ganze Welt gebracht. Bis auf Elpis, die Göttin der Hoffnung. So jedenfalls der Mythos. Eine blinde Hoffnung. Weshalb? Menschen können nicht vorhersehen, wann der Tod sie holt. Deshalb haben sie Hoffnung. Ich lag falsch und jetzt plagt mich die Schuld. Glück kann nicht auf Kosten anderer erlangt werden. Ich denke, das genügt für heute. Du alter Tattergreis! Warum haben Sie einem Interview zugestimmt? Wer ist das? Oh. Eins Ihrer Testobjekte? Natürlich nicht. Sie war auf sich allein gestellt. Ich nahm sie auf als Wiedergutmachung. Ist sie... Völlig normal. Nur ein Kind, das ein Zuhause braucht. Sie ist meine Hoffnung. Ja, meine Süße. Möchten Sie sie mal halten? Oh, okay. Sie ist bezaubernd. Wie ist Ihr Name? Grace. Grace. Gibt es noch was, das Sie mir sagen möchten? Tobo, merci dir. Es ist alles gesagt.
verstehen Sie es als Nachruf, eine Art Requiem für alle, die ihr Leben gaben. Oh. Ob sie nicht einmal die zentrale Figur des Reboots wird. Ist, wird, was auch immer. Das ist unser Grace gewesen, ja. Hey, ich schwör's dir. Kann jetzt da mir irgendjemand was da? Keine Ahnung. Gibt's da noch mal Spritzen? Wobei irgendwie schaut das nicht aus, als da der Spritzen da irgendwas sein. Honey! Bis später, fühl dich in die Vergangenheit gegrüßt. Ich muss mich beeilen. Zu Leon gehen. Ja, woher soll ich nie wissen? Oh, da liegen noch Säureflaschen umeinander, leere Flasche. Wie haben wir die übersehen können? Arbeitszimmer, Aufzug. Und wir kommen da wahrscheinlich nicht raus. Da ist Zoo. Da ist Zoobaum. Was haben wir noch alles dabei? Wir haben eh 2 Säureflaschen, das passt. Das da kann man... Na, lassen wir noch... Metallteile... Ja, das entscheiden wir dann. Schauen wir mal, was so kommt. Ja, Resident Evil, ich lasse es jetzt einfach unkommentiert, ich stelle keine Fragen mehr. Hallo? Helft! Der geht immer. Der Brei kann cool dann. Was haben wir da? Schifferl. Was haben wir? Wenn jetzt der alte Volltrottel da noch irgendwo lebt, dann kriege ich einen Anfall! Warum kann ich den Rollstuhl so genau? Verstehe ich nicht. Nee, verstehe ich nicht. Will ich auch nicht. Rein in den Aufzug. Ein Herrenhaus steckt in jedem Risi. Ja, eben nicht. In die schlechten Teile nicht. Diesmal kann ich was bewirken. Ich weiß noch nicht genau, was du bewirken möchtest, aber ich glaube, so, du wirst zur zentralen Galionsfigur vom Resident Evil Reboot. Und ich denke, das ist ziemlich gut gelungen. Meine Damen und Herren, so schreibt man Frauencharaktere, die man nicht super badass Bossgirl Bitches alles allein regelt. Leon, ich warne dich. Leon. Ich warne dich. Oh, hey, ich bin's. Grace, bitte Ja, wach der auf. voll im Arsch, der Typ. Komm schon. Wach auf. Hey. Hey du, Hey du. ich hab nur kurz geschlafen. Ja, freilich. Bist du okay? Komm, ich helfe dir. Auf geht's. Was ist er jetzt auch so ein Stehaufmann, der wieder Ruffy irgendwie? Dem kannst du einen Shell abschneiden und wenn er noch 1 Sekunden... Ist das Passwort nicht? Oh oh. Ist okay. Sino hat uns einen Vorteil verschafft. Gib einfach was Falsches ein. Das zerstört etwas. Ich sag immer nur, dass das übrigens der Wesker ist. Ist er nicht. Ich hab's schon gelernt mittlerweile. Versuchen wir es. Aber ist egal. Grace, egal was passiert. Ich verschaff dir Zeit. Ich warne dich. Ich warne dich, Nein, Alter. ich hab ne Idee. Oh, Schleißmädchen, Idee. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Die verlorene Tochter kehrt zurück. Ich weiß das Passwort. Erfülle dein Schicksal. Affenarsch. Sei dir vergeben. Aber nur, wenn sie Leon am Leben lassen. Soll mir recht sein. Ich lag falsch Danke, Foxler. und jetzt plagt mich die Schuld. Ich gehe zurück und zerstöre Elpis.
Versprich mir, dass du, wenn mir was passiert, es beendest. Kaputt machen! Gut. Ich hätte ja Admin 1, 2, 3 eingeben. Was hast du getan? Keine Tun Ahnung. musste. Grace, verschwinde von hier! Los, ich bin hinter dir! Na, bist nicht? Ich schwör's dir! Oh, fuck. Ja, wie soll das denn in dem Zustand gegen den Typen werden? Der hört aber nicht auf! Ich warne dich, Alter. Nicht heute. Sonst auch nicht. Wenigstens konnte ich dich retten. Nein, 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 nein! Was? Der ist nicht die. Irgendeine verschwurbelte Scheiße lassen wir uns schon einfallen, dass der nie hieß. Ich wünschte, ich hätte dich retten können. Saubert's einfacher Abgang für so einen Charakter. I don't believe you. I don't believe you. Komm, hör doch auf, was? Ist doch gelungen. Mach den Abspann weg! Aufstrebender. No! God, please, no! 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 Der Modus Albtraum ist das, ist mir scheißegal, das war gerade einer. Er kann zu Beginn des neuen Spiels gewählt. Folgender Inhalt wurde dem Bonusmenü hinzugefügt. Video mit Einblicken in die Entwicklung. Den mag ich jetzt nicht mehr sehen.
Folgende Inhalte sind jetzt im Bonusmenü verfügbar. Extra Inhalte, Modelle, Concept Art. Folgende Outfits, Waffenskins wurden hinzugefügt. Jacke Leon, Jacke Grace. Taktisches Licht, Alligator Snapper. Outfits, Waffenskins können über die Bonuseinstellung gewechselt werden. Herausforderungen abgeschlossen. Was für eine Nacht, was ist heute nur los? AP, Gesamt, keine Ahnung, was alles. Sie können zu dem Punkt im Spiel zurückkehren, an dem Grace das Passwort für Elpis wählt. Möchten Sie sich anders entscheiden? Sie verlieren dadurch keine Inhalte. Das möchte ich aber auch hoffen, Freunde der Sonne! Okay, das war offensichtlich das schlechte Ende. Okay, nochmal! Das möchte ich aber auch ganz schwer hoffen. Den Teil werden wir jetzt überspringen. Ich glaube, den haben wir uns vor 5 Minuten angeschaut, oder? Komm. So. Passwort neu eingeben. Elpis freigeben. Was auch immer fucking Elpis ist. Meine Hoffnung bist. Sie ist meine Hoffnung. Eine blinde Hoffnung. Okay. Gut. Kommt jetzt der alte aus, oder was ist denn jetzt? Das Passwort ist Affenarsch! Guter Witz übrigens. Gute Geschichte. Also das erste ist, also Alter, das Ding zumal war wirklich anders hardcore. Hör, zack, hier, go! Hallo? Was? Machst du da, Grace? Okay. It was a Spencer trap. hat bereut, was er getan hat. Er war... Gute Trap. Bin schon wieder zufrieden. Sie haben's Bin schon wieder versprochen. stark. Jetzt schießt er meinen Kopf abspannen. Dann zerreiße ich dich in der Luft, Spey. Dann zerreiße ich dich in der Luft. Mr. Kennedy, Sie haben die Ehre, Zeuge meiner Macht zu werden. Als Erster. Ich glaube, Sie verstehen nicht, was Elpis ist. An mir ist nichts Besonderes. Ich war nie ein Schlüssel. Spencer wollte Wiedergutmachung. Aber du hast Elpis befreit. Was ist das? Es ist sehr Pisse. Sag's mir! Leon! Was? Meine Kräfte! Elpis ist Spencers Wiedergutmachung. Ein Virostatikum. Um Gottes Willen, den gibt's auch noch. Stimmt, wo ist denn der gegeben? Verblüffend. Ich bin überwältigt vom Genie meines Lehrers. Sie und Ihre Forschung lagen falsch. Elpis ist keine Waffe. Es gab nie einen Schlüssel. Spencers Abhandlung war eindeutig unvollendet. Es gab keinerlei Verbindung zwischen Grace und Anne. Ist Ihnen klar, wie viel Zeit und Geld mich das alles gekostet hat? Sehen Sie nicht die Genialität? Mit Elpis werden alle virusbasierten Waffen nutzlos. Die gesamte Weltordnung stürzt ins Chaos. Wir wollten eine Waffe. Ja, und Spencer gab uns Anarchie. Ich führe seine Arbeit fort und erwecke seine Vision zum Leben. Sie? Sie und Spencer waren nur Mittel zum Zweck. Trotzdem hat er euch alle überlistet. Spencer hat sich gegen uns gestellt und hat dafür mit dem Leben bezahlt. Er war niemand. Sie sind nichts weiter als eine Imitation. Es ist vorbei, Victor. The Connections ist fertig mit ihm! Darf es auf keinen Fall bekommen. Jetzt hört mal auf mit der Scheiße! Ihre Ignoranz. Spritz mal den Kack am Lieren! Ja. Und dann haben wir zu. Ja! Los geht's! Und jetzt werden wir richtig grantig.
Wow, das schaut doch vernünftig aus. Leon, es wirkt, wach auf! Und jetzt bereiten wir dem ein Ende. Grace, was ist passiert? Verdammt, der Dude war auch bloß ein Trap. Wenn das einmal kein Boss Arena ist, dann weiß ich auch nicht, was er ist. Sie bricht ein! Ach was. Halt dich fest! Wo denn am Boden? Ah. Uns geht's offensichtlich wieder gut. Grace! Grace! Oh oh. So, mein Freund. Zeit, Umbrellas letzte Überreste zu begraben. Spencers Vision lebt in mir. Ich werde dafür sorgen, dass er die Tat umsetzt. Wie viele müssen für diese Vision noch sterben? Nicht gut, nicht gut. Geh mal weg da. Geh mal. Au, au. Kann man die Scheiße nicht blocken, oder was? Opfer müssen erbracht werden. Bedeuten. Das sehe ich anders. Ich habe geschworen, diese Leben zu schützen. Was tut das? Was kann? Warum hat er denn eine Raketenwerfer an und kommt da und der Scheiß nicht, oder was? Du kommst langsam an deine Grenzen. Bin mir nicht sicher, ob er da oben Schaden kriegt. Alle sonst wohin. Ich darf mich so gern heilen. Ich darf mich so gern schneller bewegen. Hallo. Da mach ich einen Kick, nein! Nachladen. Phase 1 ist durch. Vorbei. Gib ihm! Du Kackspar! Ja! Nur wegen! Ein gezielter Schuss! Straight ins Fressbrett! Ah, der ist noch nicht tot. Nein, ist er nicht. Willst du wetten, dass er jetzt zurückkommt und so groß ist wie der Bildschirm? Weiß er nicht. I don't believe you.
Nemesis. Kein Wunder, dass du so hartnäckig bist. Ja, wie soll man dem Scheiß ausweichen? Kann man das etwas sagen? So. Lass noch. Nein, was soll ich machen? Ich tipp! Ich soll tippen und tippe! Ah, gib ihm einen Roundhouse-Kick ins Gesicht! Gib ihm! Mit dem Hacke! Tu es! Ja! Ja! Für ein Breitbartsletten! Nein, das war's immer noch nicht. Du kriegst bis daher. Oh, yes! Oh, yes! Oh, Screenshot-Time. Dieses Mal stehst du nicht wieder auf. Ja, Mann! Grace. Grace, wo bist du? Sherry! Sherry, kommen! Sherry! Scheiße. Da ist immer noch ein Gegner gekommen. Grace! Abwarten. Grace, halt durch. Scheiße. Grace. Grace. Ah! Leon. Ich bring dich hier raus. Na komm. Hoch mit dir. Schon wieder die U-Bahn. Das Smale, was dann in der U-Bahn wahrscheinlich noch passieren wird. Jetzt möchte ich einen Timer, 3 Minuten und dann bis dahin müssen wir es in der U-Bahn schaffen. Ganz classic. Wir sitzen hier fest, oder? Ah. Ich lass dich hier nicht alleine. Ich bleib neben dir sitzen. Müssen wir sterben oder was? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ausgeht. An, aus. Das war's dann wohl. Und wer kommt jetzt und zückt uns raus? Lass es ihn sein. Lass es ihn sein. Lass es ihn sein.
Lass es bitte ihn sein. Na? Leon Kennedy? Wer will das wissen? Alpha, hörst du mich? Ja, Ihnen geht's gut. Hab sie. Verstanden. Mr. Kennedy? Wieso hatten die einen Game Boy Advance dabei? Scheiße, ich hab jetzt drüber geredet, ich hab nicht verstanden, was er gesagt hat, ich bin nicht da. Ich bin nicht Depp. Was hat er gesagt? Mr. Redfield erwartet Sie. Show me. Einfach unglaublich. Show me. Ich kann's nicht fassen, dass das Zeug wirkt. Ich fühle mich so gut wie lang nicht mehr. Gott sei Dank. Bin echt erleichtert. Aber auch eine Dosis für dich. Bald bist du wieder im Einsatz, versprochen. Danke, Leon. Sherry Lady. Wäre leichter gewesen, wenn Chris ein bisschen früher aufgetaucht wäre. Ich mag endlich singen! Wo steckt er überhaupt? Keine Ahnung. Werd ihm sicher über den Weg laufen. Wir reden später. Perfekter Hauptschau übrigens für Resident Evil Das 10. war's also. Capcom, listen to me. Ja. Das war wirklich unsere letzte Hoffnung. Hoffen wir, dass Umbrella nicht noch mehr böse Überraschungen hinterlassen hat. Ich wünschte, Emily wäre hier. Grace. Keiner der Schüsse war tödlich. Sie könnte noch leben. Was soll das heißen? Vielleicht können wir sie retten. So genug. Steh auf, Mandal. Er gibt nicht auf, ist ein kleiner Ruffy. Ich liebe es, wenn's, so schreibt man Charaktere, die man gern spielt, denen man gern zuhört, denen man gern zuschaut, die können nur so übertrieben maskulin sein, scheißegal. Bestätigt, dass sich hier in den Ruinen von Raccoon City, dem Ursprung der weltweiten Ausbreitung biologischer Waffen, ein aktiv operierendes Biowaffenlabor befand. Ganz offenbar bestand diese illegale Einrichtung bereits seit mehreren Jahrzehnten. Quellen zufolge könnten die Verlängerung der Abriegelung sowie eine jüngste Serie von Todesfällen mit den tragischen Ereignissen von vor 28 Jahren in Verbindung stehen. Die in Raccoon City sichergestellten Beweise haben das Justizministerium veranlasst, den Fall um Oswald Spencer und die ehemalige Umbrella Corporation erneut aufzurollen. Es gibt Behauptungen, Umbrella wurde durch die Regierung bewusst in die Pleite getrieben. Alyssa Ashcroft hatte seinerzeit den Fall Oswald Spencer an die Öffentlichkeit gebracht. Verschwörungsanhänger sind überzeugt, dass sie im Zuge einer Vertuschungsaktion ermordet wurde und dass die verantwortliche Vereinigung unsere Regierung im Geheimen kontrolliert. Es ist davon auszugehen, dass der Präsident in seiner für heute Abend angesetzten Stellungnahme jegliche Beteiligung der Regierung seit dem Vorfall von Raccoon City dementieren wird. Da schau her. Oh. Was ein dermaßen grandioses Stück Software-Meisterwerk, Alter. Ja, der Stream ist wahrscheinlich geclaimed durch die Musik, falls der Nachschau-Squad an dieser Stelle hier nichts hört. Was soll ich machen? Absolut grandios von vorne bis hinten, Alter. Ein Meisterwerk.
Niemand in diesem Raum und niemand in diesem Chat hat mit einer dermaßenen Nummer gerechnet. Seid's ehrlich. Auch ich nicht. So wie es ist. Ich hab gehofft, dass es gut wird, aber ich dachte nicht, dass es so gut wird. Musik-Soundtrack ist absolut geil. Mr. Jun Takeichi. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht. Wer zum Fick hat das kommen sehen? Das ist, als hätten alle vergangenen guten Resident Evils Teil 1, 2, 3, 4, 7 und 8 ein Kind kriegt und das wahrscheinlich beste Resident Evil erzeugt, das es jemals gegeben hat. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, das ist das beste Resident Evil, das es gibt. Es ist besser wie das 8er, es ist besser wie das 7er und die haben nicht schlecht. Es ist besser wie das 6er und das 5er, da ist nicht viel dabei. Und es ist für das Resident Evil ist von 1996 bis 2000, so die ersten 3 Teile, die muss man eigentlich so ein bisschen für sich behandeln. Aber zu irgendeiner Zeit waren es super gute Spiele, aber trotzdem, Resident Evil 9 ist das beste Resident Evil, das sie jemals gemacht haben. Ende des Gesprächs. Eine glatte 10 von 10. Ich wüsste nicht, ich glaube, da spricht auch nicht meine Fanboy-Brille. Weil so fair, glaube ich, war ich immer, dass ich irgendwas finde, was man besser hätte machen können. Mir fällt nichts ein. Das Menü. Das Menü und das Inventar zum Hin- und Herklicken von Sachen. Das ist alles, was mir einfällt. Und was man ankreiden könnte, die eine Stelle mit dem Motorrad fahren, mit den Hund und so, die ist schon sehr trashig, aber die dauert auch nicht lang. Ja, das sind, wie lange haben wir ohne gespielt? 12 Stunden, 12,5 Stunden. Und das Ding hat 10 Minuten gedauert. Ich meine, da über das aufregen. Und es hat passt. Irgendwie. Stimmt. Und ich hätte gerne eine Zahl an die Waffenstats. Und nicht bloß einen scheiß Balken. Gute Sachen sind nicht perfekt. Es ist auch nicht, natürlich ist es nicht das perfekte Spiel. Aber merken Sie sich meine Worte der Weisheit, mit denen ich schon des Öfteren recht gehabt habe. Capcom muss sich mit Resident Evil 10 ordentlich was einfallen lassen. Weil ich keine Ahnung habe, wie man das hier toppen will, ohne gnadenlos zum Übertreiben. Dann haben wir nicht 2 Charaktere, sondern haben wir auf einmal 6. Die Hälfte davon kennt keiner, blabldi-blub, keine Ahnung was für eine Scheiße. Und dann wird wieder gnadenlos übertrieben und es wird einfach nur länger oder sonst irgendwas. Das war, also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du hast in dem Spiel alles, was Resident Evil ausmacht. Alles. Du hast die abstruse Story. Ja, sicherlich ist die vollkommen an den Haaren herbeigezogen, aber auf das muss man sich halt einlassen. Ja, ich meine, das ist halt die Geschichte von Resident Evil. Dass es nicht recht realistisch ist, das ist mir schon klar. Was ich absolut geil finde, ist, dass man wirklich nur beim Endboss so ein absurd riesengroßes Viech hat, das nur noch aus Matsche besteht und so weiter. Und vorher eigentlich alle Viecher, Zombies, die Hund, die Licker. Weißt du, wenn man ein bisschen abgegangen ist? Der Hunter. Der Hunter ist mir ein bisschen abgegangen. Das war nur ein kleiner Nostalgie-Flash gewesen, aber die Mistviecher, ja, weiß ich. Wow! Wie sie die Zombies weiterentwickelt haben. Jeder einzelne Zombie ist eine scheiß Bedrohung. Jeder schaut anders aus. Also jetzt da am Schluss. Jeder hat ein eigenes Verhalten. Die Umeinander-Torklerei ist völlig unberechenbar. Der Horrorabschnitt mit der Grace. Grandios! Grandios! Der Actionabschnitt mit dem Leon. Grandios! Es ist, als hätte man aus Resident Evil 4 mit dem Leon hätte man rausgezogen
die Sachen, die nicht so gnadenlos übertrieben haben, wir haben ab und zu einen Roundhouse-Kick gemacht und der ist ein bisschen cheesy und der ist ein bisschen übertrieben einfach. Aber wir haben auch nicht Roundhouse-Kicken durch die Zombies durchgelaufen. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Weißt du, Capcom, danke für normale Charaktere, Alter. Die Grace, absolut nachvollziehbar. Ja, klar, ein ziemliches Mädel, also möchte rausfinden, was mit ihrem Mann passiert ist und wächst im Laufe der Zeit über sich hinaus und ist nicht die super Badass Girl, das ja, hier Zombie, leck mir Arsch, da, bumm. Genauso aber auch beim Leon das krasse Gegenteil. Absolut maskuliner Typ, super beliebter Charakter seit 30 Jahren, fast 30 Jahren, 98 ist er, glaube ich, das erste Mal gekommen. Seine stumpfen 80er Jahre Sprüche und so. Okay, das ist was, das muss man objektiv betrachten, finde ich. Irgendwie muss man es auch mengen. Aber danke Capcom, dass ich endlich mal wieder einen männlichen, coolen Charakter spielen hab dürfen, der unendlich stark ist, der unendlich cool ist, der nicht umeinander schwult, der nicht irgendwie komische Sachen macht, der nicht irgendwie... Und das ist einfach ein Charakter ist, den ich gern spiele, der ich gern wäre. Ja? Ich war auch gern so, benannt. Ich darf gern so ausschauen. Weißt du, wie ich mein? Ja? Das ist einfach, den kann man nicht mengen, außer vielleicht wegen seine stumpfen Sprüche, aber das ist einfach, keine Ahnung. Ein Produkt der 80er, ein Produkt der 90er, I fucking love it. Von vorne bis hinten keine Sekunde langweilig, von vorn bis hinten keine Sekunde nicht spannend, stimmt nicht, ein bisschen umeinander gerissen sind wir doch, vor allem da mit dem Leon, aber da bin ich ja selber schuld. Es ist immer interessant, du hast oft einen Szenenwechsel mit dem Schleicher und dann wieder Action mit dem Leon und fucking hell. Eines der besten Spiele jemals. Wenn dieses Ding nicht mindestens als Game of the Year nominiert wird und kein GTA 6 nicht da ist und nicht gewinnt, fuck you. Fuck you. Heilige Scheiße, freue mich da auf den DLC, Freunde der Sonne. Und alles spricht dafür, dass der DLC heißt, wir können sie retten. Dann holen wir die Kleine raus. Bin sofort dabei. Ah, vielleicht ein wenig kürzer, so 4 bis 6 Stunden, DLC, wieder eine Hälfte Grace, mit ein bisschen Schleicher und Horror, und eine Hälfte wieder mit dem Leon Ballern und Dings. Coole Story, fertig. Vielleicht kommt ein neuer Charakter dazu, vielleicht sehen wir einen Chris, vielleicht spielen wir sogar einen Chris, vielleicht spielen wir ganz jemand anderen. I fucking love it. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde mich sehr bei Ihnen bedanken, wenn Sie einen Like smashen. Ich würde mich sehr bedanken, vielleicht haben wir ja neue Zuschauer, ich weiß das nicht. Ich stream jeden Montag und Mittwoch um 20 Uhr, wir spielen mal alles Mögliche. Jetzt muss ich ein paar Donations dann nachholen, das machen wir aber, wenn die Credits da sind und die lassen wir durch. Die lassen wir sauber durchlaufen, das wurde sich verdient. Herr Trennschleifer, welcome to the squad, Kuss auf die Nuss. Ich habe schon gesehen, ich habe ein paar Donations übersehen, aber die lesen wir am Schluss. Grandios. Was? Adobe Stock? Haben die Stockfotos hergenommen von Adobe? Ja, warum auch nicht? Für die sind sie da. Durchlassen, da kommt noch was, ich hab schon gelesen. Ich gehe davon aus, dass da noch was kommt. Ja? Aber haben wir schon durch. Mr. Capcom. Und Sherry geht's gut? Gut, das freut mich. Emily, ja, der geht's super. Ich versuche ihr Lesen beizubringen. Grace! Wem versuche ich mal Lesen beizubringen? Grace! Wo bleibt der Bericht? Sorry. Leon, ich muss los. Wir hören uns. Ach, wir haben die Klar schon ausgezogen, oder was? Wieso hat Grace auf dem Battle so seltsam ausgeschaut? Lass mich raten, das fette Nemesis...
Verbleibende BSAA-Streitkräfte wurden beseitigt. Sichern alle Beweise, bevor sie die Wolves reinschicken. Ergebnis, Spielmodus Standard modern. Da muss man jetzt nicht schnell helfen. Was soll man das da? LMAA-Streitkräfte? Da brauche ich jetzt, wer war das? Da brauche ich jetzt ein bisschen Nachhilfe. Wer waren die? Das war nicht BSAA. Die haben ja BSAA-Beweise, oder? Also das war die BSAA. Aber die BSAA ist ja ein Chris seine Organisation, oder nicht? Moment mal. War das jetzt gerade eine Anspielung drauf, dass der Herr Chris vielleicht, dass da was fishy ist? Ja, ja. Ja, da ist was fishy mit der BSAA. Oh mein Gott. Capcom! DLC! Wo? 13 Stunden haben wir gebraucht. Ist lang. Was habt ihr so gebraucht beim ersten Mal? Gut, beim Stream rechne ich immer mindestens 15% oben drauf, weil einfach viel Gelaber, viel Idees und bla bla bla. Was ist fishy, Herr Simato? Ja, du weißt, was das bedeutet, oder? Wenn man sagt, das ist was fishy, da stimmt was nicht. Die haben die restlichen BSA beseitigt. Knapp 15. Okay. 12,5, also ja, dann ist das in Ordnung. Ja, ich war bei knapp 11 Stunden. Ja, die Wölfe sind wieder die Bösen. Ich brauche das Wölfchen, deswegen lache ich. Ich möchte nur mal anmerken, wir haben genau 69 Saves. Stimmt. Haben wir wirklich. Wir haben 69 Saves im 9. Jahr unseres Streams hier mit Resident Evil 9 und sind wir um 9 Uhr fertig, Mann. Meine Damen und Herren, das war ein grandioses Spiel. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Sehr viel sogar. Sehr viel sogar. Eines der besten Spiele der letzten Jahre. Das mit Abstand beste Spiel dieses Jahres bis jetzt. Da brauchen wir überhaupt nicht miteinander diskutieren. Da fällt mir der Rest schon gar nicht ein. Ich wüsste auch nicht, was da noch kommen kann, was da irgendwie ohne schmeckt. Sag ich auch freiwillig, wie es ist. Crimson Desert ist sehr beliebt. Ist mir aber einfach zu lang. Das sag ich, wie es ist. Da wenn ich 30 Stunden nur im Startgebiet umeinander pimmelt, das ist nichts für einen Stream. Leider. Und ja. Ob ich Spaß gehabt habe, ich verstehe die Frage nicht. Du mit deiner Hand, Renate, mit der hast du dich verewigt. Du kannst dir jetzt auch Graves Bericht durchlesen, der erklärt die gesamte Story von Resi. Das machen wir in Ruhe, da sage ich dir, wie es ist. Mein Cooldown ist jetzt nämlich aus. Folgender Inhalt wurde dem Bonusmenü hinzugefügt. Graves Bericht, wie lang ist denn der? Was ist das da? Sie haben die folgenden Herausforderungen abgeschlossen. Mit den Abschlusspunkten können Sie Bonusinhalte freischalten. Abhängig gesamt. Bei dem anderen habe ich aber mehrere, was haben wir da? Inhalte zugefügt. Video mit Einblicken in die Entwicklung. Grace Bericht. Bedingung. Besiegen Sie 300 Gegner. Freigeschaltet. Haben wir mir 300 Gegner gekillt? Gefährtentalisman Leon kann aus einer Versorgungstruhe abgeholt werden. Und jetzt ist beim nächsten Run haben dann halt mehrere Kisten irgendwo, wo man Sachen finden kann. Bleibt ein, das ist jetzt eine kurze Frage an die, die es schon durch haben. Wir haben ja im ersten Run eigentlich fast keine Chance nicht gehabt, dass wir mehr wie ein Steroid uns spritzen oder das andere, was es noch gegeben hat. Also um uns stärker zu machen, mehr aushalten und mehr Schaden. Bleibt die eine Spritzen blau und eine Spritzen gelb im nächsten Run bestehen und ich mache von da weg wieder weiter? Nein, bleibt nicht. Bleibt nicht? Aber wie soll man sie dann da 15 Spritzen spritzen können? Oder liegt da in die Albtraum-Runs mehr andere Resis rum, dass ich mir dass ich mir da mehr der Spulen suchen kann? Oder habe ich so viel liegen lassen? Ich meine, ich hab schon einiges liegen lassen, aber so dermaßen viel habe ich doch auch nicht liegen lassen. Du musst wählen, was davon du machst. Ja, okay. Du hast das Upgrade verpasst, kommst schon auf 4. Kommst schon auf 4. Nö, beim Programmer, ich brauch bloß eins. So, was haben wir jetzt? Was ist jetzt das da alles? Frei aus Nadel, Grace. Oh! Ach, wir kommen da. Ah, okay. Ja, das muss ich mir in Ruhe durchlesen, da kann man dann sagen. Man kann ein RPG freispielen? Eine Panzerfaust, die ihren Namen eher alle Ehre macht. Bedingung 15.000 AP, die haben wir leider nicht. Das Endlosfarbband. Schließen Sie die Hauptstory innerhalb von 4 Stunden ab, indem Sie LPs freisetzen. Taktischer Tracker gemoddet. Feinschliff schaltet eine weitere Modifizierungsstufe für Waffenzubehör frei. Das ist auch cool. Zerstören Sie alle Mr. Raccoon-Figuren. Oh.
Simme haben wir da übersehen. Ich glaube, von 2 weiß ich, die ich stehen ablassen, 5 habe ich einfach nicht gesehen. Gefährtentalisman, was ist da? Ein Talisman für Pistolen erhöht die Durchschlagskraft. Ja, für Pistolen, her damit. Haben wir da schon irgendwas freigestellt? Haben wir da einen Feinschliff? Zerstören die... Das ist der Filter. Kann ich das? Ja, das kann ich ja immer machen da, oder? Ja, Outfit. Concept Art. Nein, ja, nein, da schalte ich jetzt nichts frei. Gegner, das Mädchen. Der Gegner war auch cool gemacht, sage ich wie es ist. Aber da so hätte er cooler ausgeschaut. So sieht man es jetzt so ein bisschen, da schaut er viel dünner aus. Ich habe so das komische Fetzengewand, das Oko dort, das Viech, das hat so fett gemacht, aber das war es eigentlich gar nicht. So darf es viel schlimmer ausschauen. Spielst du es für dich nochmal direkt danach nicht? Vielleicht irgendwann ja. Ja, vielleicht. Aber weißt du, was da so ein bisschen das Problem ist? Wir haben jetzt seit einem Monat spielen wir jetzt an das Spiel ohne ziemlich genau. Seit 4 Wochen. Ich kann mich jetzt nicht mehr so dermaßen genau daran erinnern, wie der Grace ihr Abschnitt gegangen ist. Wenn ich es dann sehe, vielleicht schon. Aber unter 4 Stunden das Ding jetzt durchspielen auf einen Zug. Kannte ich, glaube ich, nicht. Bei euch ist es ein bisschen was anderes. Einige von euch waren am ersten Wochenende am Samstag schon durch und haben dann sofort drauf, gleich noch mehr einen Run, noch mehr einen Run, noch mehr einen Run. Ja, und irgendwann hast du es im Hirn drin. Modelle. Was haben wir da? Grace, Hosenanzug. Blick hinter die Kulissen. Grace Bericht. Die Wahrheit über 60 Seiten. Einleitung. Nein, leid. Das kann sich ja jeder selber durchlesen, wenn er lustig ist. Das ist die komplette Geschichte von Resident Evil. Das meine ich, lesen wir uns jetzt nicht durch. Da habe ich jetzt auch keinen Nerv mehr, das sage ich dir freiwillig, was ist. Und warum, das erzähle ich ja jetzt dann gleich. Sie haben die Hauptstory abgeschlossen, Herausforderungsdetails wurden freigeschaltet. Nicht schon wieder. Werden Sie in Brentwood Zeuge eines Ausbruchs? Was haben wir jetzt da zum Beispiel nicht? Resoluter Agent. Bedingung. Schließen Sie die Hauptstory mindestens im Modus Standard klassisch ab. Was ist denn da der Unterschied zwischen klassisch und modern? Auf die gute Art. Benutzen Sie ein Farbband, um eine Schreibmaschine zu speichern. Kommen dann... okay, dann ist der klassische Modus mit Farbbandel. Okay. Finde ich auch cool. Warte, das hätte das Spiel überhaupt nicht nötig. Null. Dieses Spiel hätte das nicht nötig, dass man nur sowas einbaut, dass man aus dem Spiel wirklich einen Contest macht und eine Competition macht. Hey, Spiel ist unter 4 Stunden frei. Spiel ist unter bestimmten Bedingungen nochmal. Und das hätte es nicht nötig. Da trotzdem 13 von 10 kriegen von mir. Meine Damen und Herren, es war Resident Evil 9 Requiem. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Grandioses Spiel. Gnadenlose 13 von 10. 13 von 10. Eins der besten Spiele jemals. Danke fürs Zuschauen. Der Mike schreibt, ohne Heilung. Ohne Heilung ist hart. Ohne Heil darf man sterben? Diese kaufbaren Upgrades machen Infinite Ammo und so Käse machen die Herausforderung ein bisschen kaputt, leider. Habe ich mir fast gedacht. Ja, bei meinem hatte hoffentlich auch Spaß. Hatte sie. Ja, darf's. Also sterben darf man. Ja, gut. Weil sonst hätte ich gesagt, also so nicht getroffen werden ist eigentlich nicht wirklich schwer, wenn du das Spiel kennst. Die einzigen Probleme, die ich hätte, das sind so Sachen, die schwierig berechenbar sind, wie zum Beispiel der Kampf gegen Mr. X. Ja, stehst du mal dumm, fliegt das Auto dumm, trifft dich halt. Du hast den Pech gehabt. Was haben wir noch? Der Endboss. Wenn die Dinger runterkommen, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das die richtige Art und Weise war, auszuweichen, einfach davor laufen. Ich glaube nicht. Oder wenn du einmal blockst und verkackst das, ja, brauchen bloß die 6 Licker da gleichzeitig daherkommen und 2 springen, dann nee. War der Teil mit Mr. X der beste? Was war der beste Teil? Ich finde, dass man die Teile ja miteinander gar nicht vergleichen kann, weil das eine halt sehr actionlastig ist und das andere ist einfach mehr Horror, Schleicher und Stealthy. Und normalerweise hasse ich Stealth. 10 von 10. Meine Damen und Herren, 10 von 10, was soll ich machen? So. Endfight war gut gespielt von dir. Findest? Sag ich natürlich Dankeschön. Ich bin einfach bloß aber denkt, okay, da kommt ich hab keine Ahnung, was da kommt, weg. Du hast eigentlich nur die RPG übersehen. Wie? Da war RPG? Na, leg mich nicht an! Ja, aber für was brauche ich ein RPG, wenn ich mit der Pistole einschießen kann? Also lass mich in Ruhe. War ist da wirklich RPG gelegen?
wirklich RPG klingt. Leg mich nicht an. Doch. Okay, Kim! Verdammt. Programmer brauchen kein RPG, ist so langweilig. Aber ein RPG, die hätte man noch mal so einen kleinen Nostalgie-Flashback geben, weil in Resident Evil 1 stirbt er durch der RPG, in Resident Evil 2 im Remake stirbt er auch durch RPG. Zumindest der Mr. X. Aber ich weiß nicht mehr, ob es im Original so war. Im Original stirbt er nicht durch RPG. Also der Endboss zumindest. Zählt die unendlich Muni auch für RPG? Ich glaube schon, ja. Verlangen Merch, leeren mit Handgranate. Die RPG von Victor kannst von ihm wegschießen und gegen ihn verwenden. Ach du Kacke. Ja gut, da bin ich natürlich nicht draufgekommen. Da hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass man ihm erst dahin schießen kann. Das muss dann wahrscheinlich durch Zufall passieren. Mit der Pistole zur RPG-Schießerei kommen, ja. Nein, unendlich RPG ist wieder extra. Ja. War wirklich gut, hab bei anderen Streamer reingeschaut, die haben ganz schön gestruggelt. Ja, was? Hallo? Haben sie sich zum Spaß hier Pro-Gamer oder was? Gibt's ein extra Upgrade für unendlich? Okay. Aber Dankeschön. Ja, also dann haben mich meine Skills haben mich zwar sehr verlassen in den letzten Jahren, das muss man auch mal dazu sagen, aber noch nicht ganz. Bin damals wegen Resi auf deinen Kanal gekommen und seitdem da Gameplay finde ich bei dir fast am besten. Herr Nober, jetzt aber Grüezi, Nolfeier, du. Jetzt Grüezi, Nolfeier, du einmal. Aber ich werde auch nicht Dinge, was soll ich machen? Zum Motorsag. Motorsag ist 2 Mal in dem Spiel vorbeigekommen. 2 Mal. Oder vielleicht 3 Mal. 2 Mal oder 3 Mal, ich weiß es nicht. Nicht öfter. Niedermeyer Sepp! Wurde erfolgreich bespaßt, danke. Es war mir ein Fest. An Sie rein, Messer für den Zwickel. Jetzt schauen wir mal schnell Donations an. So. Und dann wäre jetzt die Leidensgeschichte, die jetzt dann gleich kommt. Und eine schlechte Nachricht habe ich auch dabei. Für alle hier drin, bei der ich um Verständnis bitte. Nicht hören will, der kann jetzt gehen. Aber das kommt jetzt gleich. Ich bedanke mich jetzt noch schnell und jetzt fährt es mir auch gerade wieder in den Schädel hinein, dass ich eigentlich gar nicht so viel grinsen soll und überhaupt und sowieso. Freunde der Sonne, erst einmal Donations. Flo, merci für den Zwickel. Drinschleifer Sepp, merci für die Mitgliedschaft. Löwen Sepp, was ist mit dem Bonusmaterial? Okay. Wir haben uns zumindest durchgeklickt. Ich bin mir 100% sicher, dass es für das Bonusmaterial irgendwo Videos gibt. Da darf ich euch heute zumindest bitten, schaut es euch irgendwo anders noch. Ich habe euch gezeigt, wie man einen Boss First Try legt und dann passt es. Sith Happens! Hey Birger! Dir beim qualvollen Überleben zuzusehen war ein wahres Fest, zweifellos das monumentalste Resident Evil der Zeitgeschichte. Heilige Scheiße, da ist jemand wortgewandt. Herr Sith Happens, bist du nur anwesend? Ja, ist er da. Für sowas bin ich klar und Stick. Wo kommst du vor mir her? Ein neuer Wortgewandter im Squad. Merci dir für den 10er, das ist sauber zu viel und du weißt es. Staudi! Und währenddessen sitzen ein paar Ubi-Hard-Entwickler in der Ecke und trinzen. Ja, zu Recht. Zu Recht. Haben sie sich selbst eingebrockt. Ubisoft sowieso gnadenlos die Rutsche runter. I don't give a shit. Selber schuld. Selber schuld. Wenn man nicht verstehen will, dass diese sogenannte Modern Audience einfach nicht mit uns da im Raum ist, aber trotzdem Spiele rausscheißt nach und nöcher dafür und sich dann wundert, dass die keiner spielt. Ja, dann drehe ich mich nach links und frage, hey Capcom, wann kommt ein Pragmata? So. Staudi. Efi, ich hoffe, du bist auch noch da. Merci für den 10er. Wie kann es eigentlich bei weit über 1000 Zuschauern sein, dass ich gerade den 300. Like gemacht habe? Und das bei nur und ausschließlich absoluten Pro-Gaming. Smash the Like-Button. Ja, Efi, da hast du absolut recht. Mit der Zange! Fixle! Welcome to the Squad. Kuss auf die Nuss. Dankeschön für deine Mitgliedschaft. Ab in den Chat, da wieder Zangelsepp. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Herr Dammertz, mir ist für 34 Monate. Also ein grandioses Spiel und ein Genuss, dir beim Genießen zuzuschauen. Das ist schön, wenn sie das übertragt. Ja, ich glaub, dass man es einigermaßen gemerkt hat, dass ich Bock auf das Spiel gehabt habe. Umso trauriger ist, dass die Auswahl demnächst ein bisschen schwieriger wird und das jetzt vorbei ist echt ein wenig schade. Weil, wenn wir gar nichts finden, dann spielen wir es auf Albtraum einfach nochmal. So. Tobo, merci für den Zwickel, den habe ich noch gesehen. Speckmeister, merci für den Zwickel. Johanna, ich hoffe, ihr habt alle noch da, ich habe keine Ahnung. Merci für den Zwickel. Schön Grüß an meine Mom, die gerade auch zuschaut. Aber jetzt wack. Nicht, dass du das Internetverbot kriegst dann noch. Aber jetzt ist es schon spät. Speckmeister, sorry, aber wenn es ratzt, dann ratzt. Da weiß ich nicht, was man sagen möchte, Speckmeister, aber ich hoffe, du bist noch da. Merci dir. Vanish, das habe ich auch noch gelesen. Eine ins Viech. Blackhawk, merci für 21 Monate. Stilo habe ich noch gelesen. Dampfler. Will Gartenhaus reinigen, hab keine Seife. Benutze Shampoo. Schuppen weg.
Halt dein Maul. Halt dein Maul! Verdammt nochmal. Fridolin Christi, das habe ich auch noch gelesen, dann glaube ich, habe ich alle. Ich hoffe, ich habe alle. Wenn ich irgendjemanden übersehen habe, dann tut es mir wirklich leid. Aber was jetzt gleich kommt, aktuell in diesem Moment ist mir wurscht. So, Freunde der Sonne, ich habe mir eigentlich gesagt, ich erzähle diese Geschichte nicht. Was da so los war, zumindest die krassen Sachen, die anderen Sachen, wo ich zuerst gemeint habe, wo ich da lästig und scheiße und keine Ahnung, die haben sich einfach in Luft aufgelöst. So schnell wird man erwachsen, so schnell lernt man, dass Geld nicht wichtig ist, so schnell lernt man, dass viele Dinge nicht wichtig sind. So, also, wer jetzt da keinen Bock drauf hat, Abflug. Wer es hören will, sehr gern, aber ich habe das Gefühl, das ist das Richtige, dass ich das da jetzt verzeihe, damit es der eine oder andere vielleicht verstehen kann, was da die letzten eigentlich 1,5 Jahre los war, aber so richtig schlimm war es erst seit 3-4 Monaten. Also, ich fange jetzt da mal so folgendermaßen an. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten in welcher Reihenfolge verzeihen soll, weil dass man versteht, was da eigentlich los war. Vor 14 Jahren habe ich mein Bab in einer Urne begraben. Damals war ich noch sehr jung und habe eigentlich das, glaube ich, bis heute nicht so richtig verarbeitet. Sag ich, wie es ist. Weil ich eigentlich jemand bin, der wird eigentlich nicht so traurig, natürlich wird es auch, aber bei mir wird Traurigkeit zu Grant. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Ich werde scheiße wütend, das sind einfach Sachen, da kannst du nichts dagegen tun, und wenn ich gegen Sachen nichts tun kann und ich mit dem Rücken zur Wand stehe, dann will ich sauer. Dann will ich einfach grantig, das hilft keinem weiter, das hilft mir nicht weiter, das hilft meiner Frau nicht weiter, das hilft gar keinem weiter, irgendwas. Hab das wahrscheinlich einfach in meinem Hirn wegbockt und natürlich beschissen, etc. etc. So, das war vor 14 Jahren. So. Den Platz für mein Bab hat jemand anders, natürlich kann mein Bab keinen ersetzen, das ist schon klar, aber jemand anders hat diesen Platz eingenommen. Leider Gottes hat mein Bab nicht mehr mitgekriegt. Er hat Nadine kennt, also die Bürgerin, er hat es kennt, aber er hat nicht gewusst, dass wir mit zusammen sind und so, da ist jetzt früh gestorben. So, das ist einmal die Phase 1. Dann haben wir halt zusammen, wir haben mittlerweile seit, um Gottes Willen, ich darf es gar nicht sagen, dass ich es nicht so hundertprozentig weiß, aber ich glaube im Juli werden es 12 Jahre. Wenn der Tim Dorfler jetzt noch einmal LOL schreibt, dann schreibst du hier drin nie wieder was. Verstanden? YBO, wenn nötig, Fass. So, das ist mal das Erste. Dann hat im Laufe der Zeit, ich habe nie so mit meinen Freundinnen und so, habe ich mich nie so mit Eltern verstanden. Das ist was, das wisst ihr nicht. Sowas habe ich noch nie erzählt. Was heißt verstanden? Ich war aber so mit, oh Gott, hoffentlich sagt mir der Bab niemals, weil, was weiß ich, keine Ahnung. Einfach eine Mischung aus Respekt und Angst davor gehabt und was weiß ich. Nur dazu bin ich nicht so der familiäre Mensch. Bei uns hat es sowas zum Beispiel nie gegeben, dass wir mir als Familie an einem Tisch essen und lauter so ein Scheiß, das gibt's in meiner Welt nicht, okay? Das gibt's bei mir einfach nicht. So, bin mit der Nadine zusammen, bla bla bla, lang, keine Ahnung. Dann wie ich da zu Hause von denen, ich kenne ja Nadine, seitdem ich 5 bin im Prinzip und ihren Bruder auch und so weiter, ich kenne die Eltern ja schon Ewigkeiten. Trotzdem immer so, ich mag so, ich weiß nicht, mit dem Bab von der Freundin, da fankelt man nicht, okay? So. Und ja, mein Bab war halt weg. Und jemand anderes hat da einen Platz eingenommen, okay? Und das war halt nun mal ihr Bab. Ein hochintelligenter Kerl, saufreundlicher Kerl, maßgeblich, und das kann ich jetzt im Detail dann nicht erzählen, weil das geht dann zu weit, maßgeblich dafür verantwortlich, wie heute, hier und fucking jetzt mein Leben ist. Wie mein Berufsleben ist, wie mein Leben im Allgemeinen ist. Der war immer da, wenn es was gegeben hat, immer. Hochintelligenter Mensch, hat gern Musik gemacht, was ich mit dem über Musik unterhalten habe und über... Der hat Gitarre spielen können, Alter. Der hat Gitarre spielen können, dass der deinen verschissenen Schädel zerreißt. So was hast du in deinem Leben noch nicht gesehen und das meine ich wirklich ernst. Und so weiter und so fort. So. Dann geht die Geschichte weiter. Und beginnt im Prinzip im Dezember vor 1,5 Jahren. Also im Dezember 2024. Diagnose Krebs. Prostatakrebs. Von heute auf morgen.
Mir tut der Hals weh, Prostatakrebs. Okay, was? Frau natürlich vollkommen fertig, ist eh klar. Also, hallo, das ist ihr Vater. Mir geht's auch nicht gut, aber ich schaue halt auch zu, wie es der Frau schlecht geht und schaue zu und denke mir so, Alter, was? Jetzt chillen wir. Okay. Metastasen gebildet im kompletten Becken, im Oberschenkel, in die Knochen, bis auf in den Schädel. Und bin ich so da gesessen und mir denke, was? Okay. Therapie angefangen. Das ganze letzte Jahr. Ganzes letztes Jahr. Bis, dann müsste jetzt liegen, ich weiß nicht mehr, in welchem Monat es fertig war und so weiter, weil da auch alles, was das eben. So. Und ich sage einmal, die richtige Beschissenstrecke, die hat dann so angefangen, Juli, August, September letztes Jahr. Therapie fertig. Hat einigermaßen hochgeschlagen. Es hat sich nichts weitergebildet, sonst irgendwas. Und auf einmal war wieder so, okay, vielleicht, bla. Neben dem sind jetzt für mich persönlich noch ein paar andere Sachen dazu. Ich habe mal von dem Finanzamt-Vorfall da geredet und so. Das habe ich vorher, wie ich es gesagt habe, auf einmal interessiert das Geld, Scheißdreck. Ist alles nicht so wichtig, interessiert keinen, nur ein, zwei andere Sachen, interessiert keinen, leckt's mir am Arsch. Keine Ahnung. Okay, passt wieder. Also passen tut es natürlich nicht, aber es ist ein Lichtblick. Dann ist Dezember. Dann war dann war im Prinzip die Nachuntersuchung mehr oder weniger, so hat das angehört, bis Nachuntersuchung halt einfach. Jupp. Und jetzt ist es in der Leber. Du hast noch 2 Monate. Vielleicht 3. Und dann ist eine kleine Welt zusammengebrochen. Hauptsächlich für meine Frau. Und für mich auch so ein wenig. Und haben wir noch nicht fertig. Das war die erste Panzerfaust ins Gesicht. Das war so im Dezember, wenn ich mich richtig erinnere. Über Dezember, Weihnachten, Neujahr und so. So. Dann. Das ist jetzt im Vergleich, was ich jetzt gleich erzähle, im Vergleich ein Witz, aber trotzdem, ja, du bist unter Strom, du bist vollkommen im Arsch. Dann kommt Folgendes. Von heute auf morgen wird Nadine aus ihrer Arbeit rausgeworfen. Weil man mir in diesem Land von gottverpissten, verschissenen Vollidioten regiert werden. Im Übrigen, das mag ich kurz an der Stelle mal schnell loswerden, weil ich kann nicht anders. Und verliert von heute auf morgen so noch schnell ihre Arbeit. Einfach so. Flupp, weg. Ja, wird die Abteilung Dingsbums bla zugesperrt, er hat alle fort. Bis auf 2 Scheißausfotzen, die sich da sauber eingeklungen. Aber ist egal, ist egal. Dann haben wir halt da gesehen, es ist halt in der Zeit nicht ganz einfach. Durchgebissen, das hilft nicht einfach. Alter. Ich kann mich nicht daher sitzen und zu euch sagen, Alter, durchbeißen, 1 Schritt zurück, 2 nach vorn. Gut, gehen wir damit 2 Schritt zurück und dann später 4 nach vorn. Okay. Gemacht. Okay, tu dich nicht runter, scheiß dich mal wegen dem Geld nicht ab, keine Ahnung, das kriegen wir schon irgendwie geregelt, bla bla bla. Das haben wir dann auch geregelt. Das ist ein Paradebeispiel draus, um aus einem beschissenen Haufen Scheiße, der da eigentlich schon seit 10 Jahren auf den Sack geht, das Beste zu machen. Nicht auswerfen lassen, sondern kündigt. Und jetzt ist sie... Wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Sie hat schon seit Jahren immer wieder mal geliebäugelt so mit die Arbeit da und dann sagen, ja, das ist so sinnlos. Und vom PC sitzen und ja, das ist einfach so sinnlos. Hilft es der Menschheit irgendwo weiter? Ist irgendwo, keine Ahnung. Nein. Und vielleicht dann versucht, das Gute im Schlechten zum sehen. So, jetzt sehe ich es so, vielleicht ist das der letzte kleine Schubser in die Richtung, um das zu machen, was du schon immer machen wolltest, nämlich irgendwas mit Kindern. Jetzt haben wir was gesucht. Übrigens,
ich bestätige erneut, wer arbeiten will, findet Arbeit. Ja, okay. Was anderes möchte ich nicht mehr hören. Und jetzt passt sie auf schwere Kinder im Kindergarten auf, als ich weiß nicht, wie man das nennt, als Einzelbegleitperson für ein bestimmtes Kind, das da im Prinzip bucht wird, mehr oder weniger, und versucht halt da das Kind in Zaum zu halten. Schwer erziehbare Kinder, wenn denen was nicht passt und so, die spuckern, die hauen, die kratzen, richtig narische Scheiße. Und da haben wir noch gemeint so mit, ja, passt. Passt, Alter. Super, super. Bin ja sehr stolz auf sie, sage ich dir ganz ehrlich. Hat's fast alles alleine geregelt. Da habe ich mir schon gedacht, so, also Frau, wenn du jetzt nicht aus dem Leben knickst, dann weiß ich nicht wann. So, die Geschichte geht weiter. Neue Arbeit, bla bla bla. Das war, sie hat angefangen letzten Donnerstag. Die war jetzt 4-5 Wochen daheim. Hat angefangen letzten Donnerstag. Sie hatte heute ihren 4. Arbeitstag. Freitag hat es frei gehabt, weil das Kind nicht gekommen ist. Weißt du, was wir letzten Donnerstag da haben? Entschuldigung, letzten Dienstag. Letzte Woche am Dienstag. Nochmal, sie hat am Donnerstag ihren neuen Arbeitstag gefangen. Weißt du, was wir letzten Dienstag da haben? Letzten Dienstag habe ich das zweite Mal habe ich das zweite Mal meinen Vater eingeräumt. So. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht für euch. Ich kann wirklich fei wegtanken. Ich sag's, wie es ist. Ich kann wirklich Scheiße fressen. Wirklich viel. Ich sag's, wie es ist. Und ohne, dass ich mich jetzt da herstehe und ich bin der Obermotherfucker und keine Ahnung. Ich kann wirklich reintanken wie ein Behinderter. Und mein Maul halten und keine Ahnung was. Aber heute habe ich um 3 unseren Hund, die Große, zur Not-OP gefahren. Von der er vielleicht nicht mehr heimkommt. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es nicht mehr heimkommt.
Und wenn das passiert, Bruder, dann ist Polen offen, Alter. Wenn schon Scheiße, dann mit Schwung. So ist was mir dazu einfällt. Und am allermehren tut es mir leid um Nadine, weil der Hund, wenn stirbt, dann prügle ich hier drin alles zu Scheiße. Dann prügle ich hier drin alles zu Scheiße. Ich schwöre es dir bei Gott. Und darum werden wir uns also Freitag ist gestrichen. Das ist hoffentlich kein Problem. Aber ich brauche eine Woche mehr Ruhe, Kinder. Ich brauche eine Woche meine Ruhe. Wir sehen uns nächste Woche nicht. Cooldowns sind aus. Ist jetzt einfach Schluss. Und wie habe ich im Chat geschrieben, der letzte Cooldown, den habe ich jetzt in den letzten 1,5 Stunden gebraucht. Ich sag's, wie es ist. Ich kann mich nächste Woche da nicht hersitzen und einen Kasperl spielen. Es geht nicht. Geht einfach nicht. Vielleicht gibt es vereinzelte Leute, die wieder so Sachen vielleicht nicht schreiben, aber sie vielleicht auch denken, okay, weiter ist er bloß ein Hund und keine Ahnung was. Möglich. Ich war auch gern so ein emotionsloses Stück Scheiße, aber gut, bin ich halt Gott sei Dank nicht. Hinter dieser Kamera sitzt auch bloß ein Mensch, dem es irgendwann mal zu viel ist. Und ich bin nächste Woche einfach nicht da, okay? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Der Bergdoktor Pizzini hat was Schönes geschrieben, da habe ich lachen müssen. Der Bergdoktor hat mich schon für weniger krank geschrieben, okay? Ich möchte nichts hören, ich möchte nichts sehen, ich möchte mich mit nichts befassen müssen. Mir, wenn irgendjemand auf den Sack geht, dann ist es mir auch wurscht, okay, einfach. hab keinen Nerv mehr, dass ich mich aufreg, sag's, was ist. Bei uns hat der Hund mehr Rechte als der Sohn. Wir haben ja keinen Sohn, aber bei uns wäre es das Gleiche. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn es deinem ersten wirklich eigener Hund schlecht geht. Oh, es ist auch wirklich, die hat, was hat sie denn eigentlich genau? Ich habe auch nur die Hälfte mitgekriegt, Nadine hat überhaupt nichts mitgekriegt, die hat bloß angefangen zum Reden und dann hat sie angefangen zum Trenzen, sehr klar. Ganze Bauch vereitert, innen Milz zerfressen, auf dem Ultraschall hat es zumindest so ausgeschaut. Und es schaut halt einfach nicht gut aus. Die ist einfach nicht gut beieinander, hat keinen guten Kreislauf beieinander, etc. Und sie hat schon gesagt, so ehrlich muss man sein, wenn die Narkose ist schon so hardcore, dass ich, nein, jetzt nicht mit Geld aber anschmeißen, Leute. Bruder, nicht mit Geld aber anschmeißen. Ja, und, oh, lecker, und nicht einmal was dazu schreiben. Herr Wauser, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, ob man es merkt, ich weiß die letzte Viertelstunde schon nicht so recht, was ich sagen soll. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich, dass wir uns nächste Woche nicht sehen. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten, dass ich im April in der Osterwoche, weil einfach die Zeit zwischen Januar und, ich weiß schon, wir streamen bloß zweimal in der Woche. Ja? Trotzdem, sobald ich weiß, es ist Montag, Mittwoch oder Freitag, habe ich von in der Früh bis auf die Nacht nichts anderes im Kopf mit, oh, heute ist 8 Uhr, heute müssen wir und das, nicht vergessen und Ding und Zeug und Klump. Du hast trotzdem deinen Kopf dort und das, wie soll ich sagen, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Wer bis 13 kommt, aber hört jetzt auf mit der Geldschmeißerei, Leute. Seriously.
Herr Protektorius, lasst dich nicht unterkriegen. Die Ansage kommt gleich. Herr Efich, merci für den 20er. Das versteht jeder, der nur ein Fitzel Hirn hat. Alles Gute für euch, vor allem für die Emma. Dankeschön. Herr Wauser, merci dir. Znarisch, sauber znarisch. Ist trotzdem... Das da... Red mir keinen Scheißdreck nicht. Das hier ist keine Arbeit. Das ist, wenn ich nur aktiv regelmäßig Videos mache und so weiter, da kann man uns vielleicht drüber diskutieren, dass es eine Arbeit ist, aber daher sitzen, Computer spielen und so weiter und so fort, das ist keine Arbeit. Ja, jeder normale Mensch, der draußen am Bau steht oder in einem Büro sitzt 8 Stunden lang, der klangt sich ans Hirn auf und sagt, Alter, wenn du das als Arbeit bezeichnest, halt dein Fotzen, der Trottel. Kann ich nur nachvollziehen. Aber in den letzten Wochen war es. Es ist nicht ganz einfach unter diesen Bedingungen den Hans Wursten zum Spielen. Der in den letzten Wochen vielleicht auch ab und zu wirklich mal gespielt war. Vielleicht hat man es auch gemerkt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht merkt man es auch nicht, da meinst du, dass ich mir jetzt dann in 2 Wochen wahrscheinlich da wieder her sitze und alles ist, wie es war. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe zumindest einmal ein wenig Zeit gehabt, mal über irgendwas nachzudenken, weil momentan ist es einfach zu viel. Es ist einfach zu viel, Alter. Das ist einfach, ich kann wegdenken, Cooldowns sind leer. Das ist einfach Schluss damit. Herr Kfzler, Tiere sind mir das Beste im Leben. Ich hoffe, dass sie überlebt. Danke dir. Es ist einfach... Ich glaube, kein Wesen auf diesem Planeten antwortet mit so viel absoluter, ich wiederhole, absoluter, bedingungsloser Liebe wie ein Hund. Nichts. Kein Wesen auf diesem Planeten. Versteht nur jemand, der selber einen Hund hat. Oder Katzen oder scheißegal was. Nein, Katzen sind nicht so. Katzen sind eher so, du besitzt keine Katze, sondern die Katze besitzt dich. Mach mir dir auf, gib mir was zum Fressen, ich schlafe jetzt halt einmal. So. Mehr wollte dazu eigentlich auch nicht sagen und jetzt ist der Stream beendet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, ich lese schon im Nebenbei so ein bisschen mit. Ich gehe mal davon aus, die meisten haben dafür Verständnis. Ich nehme mir nächste Woche eine Auszeit. Wir sehen uns diesen Freitag nicht. Es gibt den Freitag keinen Stream, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Und das sage ich nie. Okay? Das habe ich in 8 Jahren nicht einmal gesagt. Nicht einmal. Ich hab keinen Bock. Und nächste Woche habe ich auch keinen Bock. Und ich komme wieder. Verlassen Sie sich drauf. Falls irgendjemand... Ich habe mich so oft daher gesessen. Ihr erzählt mir eine Geschichten, da wo richtige Hardcore-Scheiße dabei war. Oft. Darum habe ich mir jetzt gedacht, verzeih's einfach. Verzeih's einfach, damit sie es wissen. Alter, du bist auch bloß ein Mensch. Du bist auch bloß ein Mensch. Du bist kein verdammter Roboter, der da hinter einer Kamera sitzt, der den ganzen Tag nur Friede, Freude, Eierkuchen, lustige und so weiter. Ist halt so. Wenn da irgendjemand draußen hockt, der auch gerade Scheiße zum Fressen hat. Meine Damen und Herren, ich bin weder suizidgefährdet noch irgendetwas, aber eine Zeit der Ruhe muss sein. Aber euch, ein Schritt zurück, 2 nach vorn. Und wir haben erst bei der Hälfte angekommen. Okay? Ihr macht das und ich mach das. Und dann sehen wir uns am Montag in der Woche wieder. Ist das ein Deal? Ich will's hoffen. Puh. Wenn jetzt noch irgendwelche Sachen in diese Richtung passieren, oder, dann kann ich für nichts mehr garantieren, das sage ich. Was die? Alter, nimm dir alles an Zeit, was du brauchst. Vielen Dank. Efig, Frau Efig, das muss man am Montag in der Woche, muss das man nochmal sagen, weil bis dahin habe ich es wahrscheinlich vergessen. Momentan, was das ist. An den ganzen Rest vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Vielen herzlichen Dank für die Donations, an alle Mitgliedschaften. Nicht in die Hosen scheißen. Nicht gleich wieder komplett deabonnieren, also ich komm wieder. Es ist eine Woche, der mir einfach so, als war ich im Urlaub. Okay? Der mir einfach so, als war ich im Urlaub. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Die erste Hälfte war mir ein inneres Blumenpflücken, die zweite Hälfte eigentlich auch ein bisschen.
Mr. Bierman, Schluss jetzt mit Geld rumschmeißerei. Wie ich es gerade gesagt habe, Geld regelt gar nichts. Das ist so, da wird das so richtig, du hast erst so Probleme so mit Geld und so einen Scheiß und merkst mit einem Fingerschnipsen, das Geld ist so eine wertlose Scheiße, das ganze Haus ist nichts. Natürlich Geld ist immer hilfreich, da brauchen wir nicht schmerzen. Ich meine, die Notoperation halt, möchte ich gar nicht wissen, was da auf der Rechnung rumsteht, ist mir aber auch scheißegal. Ist mir scheißegal. Und wenn 15.000 Euro da ist, mir scheißegal. Ist mir scheißegal, Hauptsache dieser Hund kommt wieder heim. Sonst flippe ich komplett aus. Dann ist Zeit zum, okay, jetzt wird es Zeit zum wirklich mal am Boni scheißen und damit umeinander zu schmeißen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zähne zusammenbeißen, Cooldowns wieder aufladen. Wir sehen uns am Montag in einer Woche. Was ist das für ein Datum? Der 6. April. Wir sehen uns am 6. April. Ankündigung kommt im Discord. Soll jetzt nochmal irgendeine Scheiße passieren? Ich meine, mittlerweile rechne ich mit allem. Sag's, was ist? Dann riere ich mich schon, das kriegt's dann schon mit, aber wir sehen uns am 6. April. Ich bin stets bemüht. Erstmal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Adina Schicksal. Geil, Biff, Sepp. Birger, Christens Birgerin, wenn du magst. Wir sehen uns alle wieder. Da kannst du mal sowas von Gift draufnehmen. Jetzt warten wir auf die Weekly Chest. Gehen wir zum Rappen. Nicht Stuhl, schwul, cool, sondern zum Reparieren. Und lassen wir unsere Cooldowns wieder auf. Ich wiederhole. Einen Schritt zurück, 2 nach vorne, egal was kostet. Ihr und ich auch. Bis Montag, 6. April. Dankeschön. Seriously. Vielen Dank. Kuss auf die Nuss. Und jetzt schleicht's euch. Honey! Was eine Scheiße, Alter. Habe die Ehre.